Roadburn hat ein Büro bei Sea Burford International Shipping nähe U-Bahn Riding Park. Oben auf dem Gebäude müsste ein Schild sein. Ich habe Roadburn mal beim Wrestling gesehen, hat seinem Gegner den Arm gebrochen und dem Ringrichter einen Kopfstoß verpasst. Wenn Roadburn wirklich was mit dem Mord an Pope und dem Komplott gegen Kane zu tun hat, dann ist er bestimmt kein großer Redner, sondern ein Kämpfer. So, dann geht's jetzt weiter. Und Trap. Gut, darüber. Moment, wo muss ich jetzt? Ah, da. Zack. Kommen wir jetzt wirklich schon zum Wrestler? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, das reicht nicht. Moment. Ne, geht nicht. Dann muss ich wohl gleich hier rüber jumpen. Ne. Muss ich wohl so einen Wandsprung etwas machen. Oh, scheiße. Moment. So, geht doch. Rüber hangeln. Und hoch hier. Trap. Gut. Ich nehme jetzt einfach mal in die Richtung. Oder auch nicht. Ah ja, genau. Hier der River Jumpen. An die Stelle kann ich mich erinnern. Jetzt hier rüber. Puh. Und... Oh mein Gott. Puh, ey. Da hat man dann immer Schiss und da unten... Ja, Gänsemarsch, ne? Gut, dann geht's jetzt weiter hier. Schade, ich dachte, das reicht. In dem Fall müssen wir hier wieder... Zack. Wow, ja, so geht's natürlich, ja. Oh, der war dumm. Wo? Hier bin ich. Gut. Zum Glück nicht allzu weit zurück. Zack. Aber ich bin echt aus der Übung. Also früher konnte ich gewisse Levels in 3-4 Minuten durchspielen. Dem kann ich jetzt nur träumen. Lol. Na gut. Jetzt nehme ich mal an hier hoch in dem Fall. Und dann der River. So. Zack. Irgendwo in so einem Schach gab es danach noch ein Easter Egg. Keine Ahnung, aber in welchem Level das war. Die Zeichen hier bedeuten auch irgendetwas. Irgendetwas, ja. Ja, ihr wisst ja, ich bin Schweizer. Irgendetwas. Was war das noch? Auch irgendwelche Easter Eggs oder so. Naja. Oder war da immer ein Koffer in der Nähe? Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Was war das für eine Krüppelei? Ui. Ah, an die Stelle kann ich mich auch noch erinnern. Da habe ich einmal übelst Schwierigkeiten gehabt, weil ich nicht gecheckt habe, wie es weitergeht. Könnte also sein, dass ich hier ein-, zweimal verkacke, weil... Ja.
Wenn ich es damals nicht wusste, weiß ich es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich tue, was man mir sagt, das weißt du doch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab's etwas vereinfacht. Und mir sitzen außer dir noch ein paar mehr Leute im Nacken. Naja, und die wollten, dass wir sie den Cops liefern, weißt du? Ja, es sieht also nicht gut aus für dich und deine kleine Gang. Klär das mit denen. In ein paar Tagen ist alles vorbei. Die Zeitungen von heute sind das Altpapier von morgen. Ach komm, die Rennerin hält sich nicht lange. Keiner von denen schafft das. Das wertvolle Projekt Icarus wird schon klar gehen. Kein Problem. Jetzt dreh ich gleich durch. Also, wir treffen uns morgen an dem neuen Gebäude in der Reno Street. Um 4, okay? Spinne ich, der Bau ist noch nicht fertig. Sobald du oberhalb der Straße bist, ist alles schön ruhig. Wir sehen uns da. Und bring bloß keinen deiner Freunde mit. Sind wir klar? Gut. Wie auch immer, ich brauche jetzt erstmal was zu futtern. Ein Körper wie dieser erhält sich nicht von alleine. Was ein eingebildeter Sack, du. Roadburn hat also etwas Okay. gewusst. Ich frage mich, mit wem er sich trifft. Komm zurück, wir finden einen Weg, dich auch ohne Einladung da reinzubringen. Los jetzt, ich habe hier Cops, die auf dem Weg zu dir sind. Du musst irgendwo stillen Alarm ausgelöst haben. Raus da, sofort! Ah ja, genau, ich muss hier hoch. Da hoch. Da glaube ich auch noch. So. So, und jetzt hier hin. Und ich habe das früher, glaube ich, nie gecheckt, dass ich hier die Scheibe kaputt schießen muss. Und jetzt... Ah, noch eins höher. Wie komme ich denn da hin? Vielleicht so? Ah. Gut, dann rennen wir jetzt mal hier entlang. Und Trap. Noch mehr Cops, rauf aufs Dach mit dir. Nicht, dass du Staatsfeind Nummer 1 bist. Ich- Für die Typen steht auf deinem Schwert dick und fest Beförderung. Zack. Zack. Und hier entlang, so wie es aussieht. Ja, hier hoch. Oh. Und noch in die Tür. Lol. Ich kann nicht runter. Ah, geht da. Ich. Weiter, du hast sie noch nicht abgeschüttet. Zack. Oh. Einfach rennen. Lol. Einfach mal festgesteckt, du. Und zack. Beginn. Die treffen schon besser. So. Erstmal sicher, würde ich mal behaupten. Schön. Okay. Zack. Shit, haben sie verloren. So. Ui, eine Ratte. Es gibt auch in dem Spiel extrem viele Easter Eggs, welche mit Ratten zu tun haben. Ich verstehe nicht ganz wieso. Aber ist halt so. Drake hat weiter vorne ein Versteck, lauf Richtung Kräne. Ich gebe dir gleich weitere Infos. Ich kenne aber keins mehr richtig auswendig. Ich weiß nur noch eins, aber wie man das genau machen muss, bin ich mir auch nicht mehr sicher. Ein Helikopter. Man muss irgendwie mit dem Snipergewehr auf ein Schild schießen oder sowas. Ey, das ist echt blöd, irgendwo über, also hoch oben zu sein, wenn ein Heli da ist. Zack. Und Trap. Hier hoch und
hier hoch und darüber und den Weg nicht finden und den Weg finden und den Weg gehen, mehr oder weniger. Monster Jump. Zack. Boah. Lol, was machst du denn? Hier hoch, sollte ich doch. Kommen wir jetzt da hoch? Darüber? Ah, okay. Ellet Klärchen. Achtung, Kopf voraus. Sieht aus, als müsstest du kämpfen. Geiler Kopf. Das war's mit dem Feld. Also beweg dich. Die besten Spezialeinheiten der Welt. Haben verdammte Panzer an und ich kann die einfach mal verprügeln. Ist eigentlich auch geil. Naja. Gut, da hoch. So wie es ausschaut. Darüber. Das ist der Door. Ich würde mich übelst freuen, wenn sie einen zweiten Teil rausbringen. Und das wäre durchaus möglich, weil ich glaube, der Entwickler, das ist ja von DICE, und ich glaube, der Entwickler, also der Chef war das wahrscheinlich, der das gesagt hat, keine Ahnung, irgendwer von DICE, mit einer höheren Position jedenfalls, hat gesagt, dass ihm die Serie, oder besser gesagt Mirror's Edge, sehr sympathisch ist, vom Spiel her und so zum Programmieren. Also ist da die Chance hoch, dass es das gibt, einen zweiten Teil, ne? Aber wenn EA halt jetzt DICE übelst Druck macht mit Battlefield, dass sie Battlefield die ganze Zeit machen müssen, dann sieht das natürlich schlecht aus. Auch geil, dass die Bäume weiß sind und alles weiß, außer die Sachen, die halt wichtig sind. Die sind dann rot und dann gibt es noch orange und grün gibt es, glaube ich, noch. Ich finde sowieso, übrigens, EA ist ein übelst beschissener Laden, wie ich finde. Das sind zwar die großen meistens, aber trotzdem. Weil ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe irgendwo gehört, dass EA... Weiter vorne findest du Deckung, hält da Gerüst. Versuch die Kopf abzuschütteln. Wo ist das Gerüst, bitteschön? Nee. Moment, ich erzähle gleich, was ich sagen wollte. Ah, da, wie komme ich da hin? Kann ich da rüber? Ne. Ich dachte, das ginge. Wie gesagt, muss ich jetzt nochmal in den Lift oder was? Ne. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe irgendwo mal gelesen von einem Spielemagazin oder irgendwie sowas, dass EA den Battlefield 4 Beta Release quasi rausgeknüppelt hat, obwohl DICE das gar nicht wollte und sie jetzt halt eben einen gewissen Zeitdruck haben. Man weiß ja durch Medal of Honor Warfighter, dass es eine Battlefield 4 Beta geben wird. Und jetzt gucke ich kurz mal von hier, wie komme ich denn da hin? Ah, da hoch. Gut, alles klar. Und wenn das stimmt... Boah. Wenn das stimmt, dass EA quasi den Release raushaut, ohne DICE quasi um Erlaubnis zu bitten, mehr oder weniger, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn das nächste Battlefield scheiße wird. Wow. Das ist zwar übelst lame, aber... Oh mein Gott! Ja. Ich konnte irgendwie nicht abspringen.